Im Augenblick, ja, vielleicht mit der... Warte, können wir da einstechen? Nicht so wirklich. Aber ich glaube schon, ich weiß schon, da mit dem Stromkabel. Das rühre ich nicht an. Das klang wieder nicht an. Rostige Teleskopantenne. Können wir das vielleicht kombinieren? Nicht. Oder vielleicht trennen? Ah, nicht. Mal alles so durchprobieren. Ja, können wir wie jetzt... Ich weiß nicht. Das mag's nicht angelangen. Ach, da kennen meine Hunde. Ja, da kann man nicht hinten zu dem Schürhaken. Dieser Eingang ist nicht nur reine Zierde. Ach so, da können wir nicht vorbei. Ja, ich weiß nicht, können wir da... Können wir vielleicht die Matratzen davor hinstellen? Nicht. Hätte sein können, dass da irgendwie, war nicht, das Signal unterbricht. Moment, ich probiere das noch woanders aus. Aber mit der Matratzen können wir da auch nichts mehr machen, oder? Das rühre ich nicht an. So, das mag's nicht mehr angelangen. Gut, das heißt, wir brauchen vielleicht irgendwas. Wenn ich durch den Eingang gehe, um den Schalter zu erreichen, gibt das Halsband einen tödlichen elektrischen Schlag ab. Ja. Das heißt, vielleicht können wir da mit der Antenne heben. Moment einmal. Wo in der Schrank? Pass auf, jetzt wirf ich noch mit die Matratzen da rein. Das zeigt wir wieder mit. Gibt es irgendwas am Schaukelstuhl? Nicht, oder? Oder am Teppich unten? Jetzt pass auf, jetzt wenn ich mit der Teleskopantenne da hinfummel. Dann geht's Licht da. Ja, jetzt sehen wir was. Super. Kann ich vielleicht da auch hinfummeln? Nicht. Ja. Ich komme mir eher vor wie bei so. Wahrscheinlich wird er irgendwie, weiß nicht, das Halsband explodieren und der Kopf fällt davon. Können wir denn... Ja, da können wir wieder nicht hin. Jetzt ist da hinten noch ein Licht, oder? Da ist mir das.
hinten gibt es also nichts mehr. Ja, können wir das Ding oberbasteln? Nicht so wirklich, eh? Na, ich sehe nichts zum Anklicken. Oder können wir das Ding da oben hauen? Ah, nicht. Tja, eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Jetzt vielleicht irgendwie beim Wonig, beim Kamin nicht, oder? Ach so, jetzt geht's, oder? Jetzt hat. So, jetzt haben wir das Ding durchgeschmort. Und können wir jetzt da vorbeigehen oder brutzelt und ist nochmal weg? Jetzt geht's, seht ihr das? So, jetzt können wir uns ein bisschen umschauen. Dieser Irre hat überall Kameras aufgestellt. Pass auf, dann gehen wir mal. Da ist etwas im Ofen. Den Schühaken nehmen wir mit. Ein halb verbrannter Prospekt. Werbung für eine Eisenwarenhandlung in Holton. Ja, brauchen wir die. Moment einmal, ich tue es mal aus. Oder? Ein halb verbrannter Prospekt. Werbung für eine Eisenwarenhandlung in Holton. Können wir da nichts machen? Nicht. Gut, dann los wir's. Pass auf, dann haben wir da ein Kleid. Sieht nach einem alten Hochzeitskleid aus. Ich will lieber nicht wissen, was das hier zu suchen hat. Sieht nach einem alten Hochzeitskleid. So, was haben wir denn sonst noch? Das sieht wirklich widerstandsfähig aus. Und ich werde diese Bretter nicht mit bloßen Händen herunterreißen können. Ja, aber dafür haben wir ein Ding. Ein Schühaken, Moment mal. Der müsste dann mal dafür geeignet sein. Gut, das hat die ganzen Bredel runtergerissen. Schauen wir mal aus, eh? Ganz schön hoch. Aber dort komme ich wahrscheinlich nach draußen. Ja, jetzt weiß ich auch, für was die Matratzen ist. Damit wir da unbeschadet rausspringen können. So, das zeige ich mal weg. Und das nehmen wir wieder mit. Und dann werden wir das Ding mal da rausschleudern. So, jetzt sind wir heraus. Und da haben wir wieder scheinbar so Kisten. Genau, das ist wieder so eine Art Inventar, wo wir Sachen verstauen können. Und da haben wir ein Auto, vielleicht können wir mit dem abhauen. Verschlossen. Verschlossen. Da liegt mein Telefon auf dem Vordersitz. Ich muss da irgendwie drankommen. Da müssen wir irgendwie drauf kommen. Haben wir denn noch mehrere? Geht's da hinten um mich? Leiter. Was ist das da hinten?
Dieses Stück Holz sieht wie eine Eisenbahnschwelle aus. Es stehen Buchstaben drauf. B-A-R. Okay, da haben wir einen Holzbalken. Jetzt nehmen wir erst einmal die Leiter, die kann man schon vorstellen, wo die hinpasst. Denn ich glaube mal, dass wir wieder unsere Werkzeuge um und holen können. Die können wir doch bestimmt da herstellen. Vielleicht ein bisschen schneller. So, sagt das, passt genau dafür. So, dann holen wir uns mal unsere Werkzeuge. Jetzt frage ich mich gerade, die Tür da herum, geht die auf? Die Tür ist verschlossen. Ja, war ja klar. Aber können wir die vielleicht knacken? Ich weiß ja nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wie wär's denn mit dem Schürhaken? Das wird niemals funktionieren. Streng die an. Das wird niemals funktionieren. So, dann eben nicht. Dann schauen wir nochmal oben. So, pass auf, jetzt gehen wir erstmal da hinten. Können wir denn mit der Pfeile das öffnen? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Wie wär's denn mit dem Schürhaken? Das kann nicht funktionieren. Auch nicht. Können wir vielleicht die Tür aufbrechen? Moment einmal. Was auch nicht? Verschlossen. So, aber jetzt. Und da haben wir kleiner Schlüssel. Kann vielleicht hinten passen? Kein Zündschlüssel. Wäre auch zu einfach gewesen. Wenigstens habe ich mein Telefon. Verdammt, der Akku ist leer. Ja, das glaube ich war ja klar, dass der Akku leer ist. Ja, pass auf, jetzt schauen wir mal da rein. Diese Belege stammen von einer Tankstelle in St. George, Quebec. Belege von der Tankstelle. Ladegerät und Diktaphon. Ja, Moment einmal. Mobiltelefon, Ladegerät. Sag das, jetzt brauchen wir gerade einen Stromkasten, also ein Ding, eine Steckdosen. Meine Handtasche. Leer. Natürlich. Eine Steckdosen. Ja, pass auf, da hinten war noch der Holzbalken, oder? Den sollte man vielleicht einmal mitnehmen, ich weiß ja nicht für was. So, und jetzt ist das Inventar ziemlich voll. Was ist das da? Ja, keine gute Idee. So, jetzt werden wir mal aufsteigen und unser Telefon einladen. Was gibt's eigentlich da unten? Verschlossen. Verschlossen. Wie schaut's denn aus, wenn wir das aufbrechen? Geht nicht. Vielleicht mit dem Knüppel? Ah, nicht.
Also noch mehr Fee und Afflona. Vielleicht können wir irgendwie wenig telefonieren und Hilfe rufen. Jetzt pass auf. Da haben wir die Steckdosen. Und sie funktioniert. Antworten Sie, McPherson. Mein Gott, antworten Sie. McPherson hier? Hilfe! Helfen Sie mir! Der Killer hat mich entführt. Sind Sie das, Hernandez? Beruhigen Sie sich. Tief durchatmen. Wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung. Er hat mich in einem alten Haus irgendwo tief im Wald eingesperrt. Er wird mich umbringen. Er hat auch gesagt, dass er hinter Ihnen her ist, McPherson. Und hinter Hawker. Aber was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Oh mein Gott. Ich kann ihn hören. Er kommt zurück. Was soll ich tun? Hernandez, geben Sie mir ein paar Hinweise über den Ort, an dem Sie festgehalten werden. Ja, wo sind wir? Pass auf, wir haben ja da Hinweise gekriegt. Wie wär's denn mit dem Prospekt? Ich habe einen alten, verbrannten Prospekt gefunden. Von einem Laden in Holton. Holton, die Hauptstadt von Aroostook County. Noch etwas? Ja, wir haben noch die Tankstellenrechnung. Ich habe einen Beleg gefunden. Er ist von einer Tankstelle in St. George. St. George. Liegt das nicht in Quebec? Okay, Hernandez, das könnte weiterhelfen. Was noch? Ja, und eine Eisenbahnschwelle. Ich habe ein paar Buchstaben auf einer Eisenbahnschwelle gesehen. Die Initialen B-A-R. Das müssen die Initialen einer Eisenbahngesellschaft sein. Das war ein ausgezeichneter Hinweis. Geben Sie mir Hinweise. Je genauer Sie sind, desto schneller werden wir sie finden. Lassen Sie mich überlegen. Draußen steht ein Auto. Hallo? Was ist da los? Hallo? Hernandez?